auf Mondmission im Gotthard. Die 9 Studierenden haben alle den gleichen Traum, einmal Astronaut oder Astronautin zu werden. Sie sind da, um einen Flug ins All zu planen und zu üben, und zwar unter möglichst realen Bedingungen. Tief im Inneren von Gotthard sind die für das optimal. Die zukünftigen RaumfahrtsingenieurInnen und Astrophysiker gehen darum hier mehr als 2 Wochen in Isolation. 3, 2, 1, Iris! Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die wir nicht simulieren können. Ich glaube, das Einleuchtendste ist irgendwie, wir haben hier immer noch Erdgravitation, aber wir geben uns sehr viel Mühe, damit es so nah am Mond ist wie möglich. Wir können nur über das Radio mit Mission Control reden. Wir sind hier isoliert. Wir haben auch ein ähnliches Training, wie Astronauten machen würden. Voll ausgerüstet bereiten sich die Studierenden aus den USA, Brasilien, Italien und Deutschland vor. Im Kontakt sind sie in dieser Zeit nur über Funk mit dem Kontrollraum. Das heißt, man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl ohne Sonnenlicht. Und natürlich wird es auch interessant, wie es ist, wenn man irgendwie jeden Tag nur gefriergetrocknetes Essen bekommt oder wenn man einfach immer die gleichen Leute in der Basis ist. Einfach sich an das neue Umfeld zu gewöhnen, wird wahrscheinlich herausfordernd, aber auch sehr interessant. Die Simulation findet schon zum 4. Mal im Gotthard statt. Ohne Tageslicht scheint sich die Festung gut zu eignen. Es ist kalt, es ist rau, es ist dunkel und weitere schwierige Umgebungseinheiten, die auf dem Mond sicher noch schwieriger vorhanden sind. An die Dunkelheit müssen sich die Teilnehmenden vorerst gewöhnen.